Heute bete ich für deine Zukunft. Und das Schöne ist, Gott wird niemals unsere Vergangenheit checken, ob wir gewisse Dinge falsch gemacht haben. Er checkt niemals dein Bankkonto und auch nicht deine Agenda, sondern alles, was Gott gemacht hat, er hat so einen Samenkorn wie eine Begabung in uns hineingelegt. Und das ist genau frustrierend, weil du denkst, ja genau so fühlt sich das an. Wenn ich mein Leben vergleiche mit anderen Leuten, dann sehe ich Frucht, ich sehe Erfolg, ich sehe eine Familie, ich sehe Kinder. Aber ich bin immer noch vielleicht alleine und meine Berufung, meine Bestimmung ist nirgendwo. Und die Bibel sagt, verachtet nicht die kleinen Anfänge, verachte nicht, was Gott in dich bereits schon hineingelegt hat. In diesem Samenkorn ist alles drin für die Zukunft, was es braucht, um ein großer Baum zu werden. Gott hat alles in dich hineingelegt, um das zu werden, was Gott dir aufgetragen hat. Weil Gott hat Maria und Josef die Pläne plötzlich offenbart und wir haben gedacht, wir sind total überfordert, weil wir sind ja verlobt. Aber Gott hat gewusst, ich habe alles in euch hineingelegt, weil das System hätte niemals Maria und Josef ausgewählt. Sie kamen aus keiner Königsfamilie, aus keiner edler ausgebildeten Familie, sondern Gott nahm einfach 2 Teenager. Und ich möchte dir zusagen, dass du das Gefühl hast, ich trampel am gleichen Ort, seit Jahren bewegt sich gar nichts. Ich möchte sagen, Gott ist noch immer im Lied. Und ich lese euch die Geschichte, weil da drin sieht man ein paar Details, und die sind hochinteressant in Lukas 1, Vers 36 bis 37. Und der Engel fügte hinzu, da hat er noch etwas vergessen, hochinteressant. Auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter, also hohen Alter, einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar. Vielleicht sagst du, es ist genau mein Leben. Ich habe eine Berufung bekommen, eine Bestimmung, eine Leidenschaft, ein Traum, eine Vision. Ich habe so viele Zusprüche, aber es scheint, dass sich nichts bewegt. Dieses Wort unfruchtbar ist vielleicht ein bisschen in deinen Gedanken drin. In deinem Herzen hat es schon sich niedergelegt und du denkst, das wird nie mehr etwas werden. Und jetzt ist sie im 6. Monat schwanger. Unmöglich. Das heißt, Gott kann in einem Moment deine Zukunft nochmals neu losieren oder nochmals frischen Wind hineinhauchen. Denn für Gott ist was? Nichts unmöglich. Und nichts unmöglich beginnt eben, wenn wir sagen, okay, Gott im Himmel, das ist mein Leben, du hast alles in mich hineingelegt, aber wie bei einem Bauern gibt es eine kleine Sache, die man machen muss, weil dieses Samenkorn in meiner Hände ist wunderschön, herzig, interessant, es sei dann, man pflanzt es da hinein. Und wenn man etwas pflanzt und sagt, Gott, hier bin ich, dann weiß man, es ist in der Erde und es hat seine Zeit, bis es aufgeht. Und ich möchte jetzt für dich beten, dass du weißt, meine Zeit, meine Zukunft, mein Leben steht in den Händen Gottes. Lieber Gott im Himmel, ich danke dir für mein wunderbares Leben. Du hast alles in mich hineingelegt, an Talente, an Fähigkeiten, an Pläne, an Ziele, an Bestimmung. Ich habe so viele Zusagen bekommen und nicht mal meine Vergangenheit und nicht mal meine Geschichte kann dich daran hindern, das zu stoppen, was du vorhast. Du öffnest Türen. Du bist auch der Gott, der mich versorgt mit allen Möglichkeiten von Finanzen, von Menschen, von einfach Möglichkeiten. Und ich bin dir so dankbar, dass ich weiß, mein Leben ist nicht wie ein Blatt im Wind, wo der Wind mich hinbläst, wohin bläsen will, sondern ich weiß, du leitest und begleitest, schützt und umgibst mich von allen wunderbaren Zeiten. Und ich segne dich heute, dass du weißt, auch wenn diese Dinge unfruchtbar scheinen in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deinem Herzen, möchte ich dir sagen, für Gott ist nichts unmöglich. Und das Wort Amen, das ich sage, heißt nicht Punktschluss. Das Wort Amen heißt, ich spreche es aus über dir, so sei es in deinem Leben. Amen.